Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse und Benotung der Spieler zum Champions League Auftakt zu Hause gegen Chelsea FC. Ja, Leute, bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, ihr kennt's, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Ja, erstmal vorweg, das erwartet interessantes Spiel. Ja, ich fand es sehr, sehr interessant. Gerade die erste Halbzeit hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich konnte Chelsea schlecht einordnen. Ich denke, jetzt kann man sie ein klein bisschen besser einordnen. Ich hatte mit meiner Einordnung, aber würde ich jetzt mal Eigenlob stinkenden mäßig sagen, habe ich recht gehabt. Auch mit dem Ergebnis 3-1 habe ich getippt. Also von daher lag ich nicht so falsch. Von unserer Mannschaft, gerade dann zweite Halbzeit, eine super erwachsene Leistung. Ja, ist genau das, was wir schon im letzten Spiel auf einem etwas niedrigeren Level gesagt haben, haben wir heute auch gegen Chelsea, gegen eine etwas stärkere Mannschaft, sehr, sehr gut gemacht. Ja, also ich sehe da einen riesigen Step nach vorne. Wenn wir es dann jetzt noch hinbekommen und Kimmich mal in den Griff kriegen, dann könnte richtig was gehen, diese Saison. Ja. Ich nehme es kurz vorweg, Kimmich war heute der schwächste Spieler bei uns. Ja, das muss man so sagen. Gerade die erste halbe Stunde, danach war es besser, aber da gehen wir mal drauf ein, wenn es gleich in die Spielerbenotung geht. Ansonsten erstmal ein hochverdienter Sieg. Ja, also nach der ersten halben Stunde haben wir das Spiel im Griff gehabt, auch wenn wir dann nochmal geschockt wurden durch das Tor, durch das 2:1 direkt nach dem 2:0. Ja, was in zweierlei Maßen zu 80% auf Kimmichs Kappe geht. Aber auch Tat heute keinen guten Tag gehabt, muss man fairerweise sagen. Beziehungsweise, das heißt keinen guten Tag, hat schweren Stand gehabt. Aber ja, wie gesagt, in der Spielerbenotung mehr. Danach haben wir, ja, wie schon davor, das Spiel im Griff gehabt. Aber wir haben auch zu Hause gespielt. Du musst das Spiel im Griff haben. Chelsea hat gerade in der ersten halben Stunde auch immer wieder gezeigt, dass sie gefährlich sein können. Ja, auch wenn so der letzte Touch gefehlt hat. Zweite Halbzeit haben wir es dann komplett kontrolliert. Ja. Und das ohne diesen 45 Minuten Vollgas pressen, blöd nach vorne laufen und den Gegner in die Arme spielen, so wie wir es noch gegen Inter Mailand getan haben, sondern das war eine erwachsene Leistung. Wir haben uns zurückgezogen, ein bisschen, jetzt nicht super, aber nicht jetzt komplett, ja, aber wir haben uns ein bisschen zurückgezogen, haben den Ball in eigene Reihen gehalten, haben geguckt, was macht Chelsea, haben dann darauf reagiert. Auch Kimmich war dann ein bisschen besser in Grenzen, auch wenn er noch nicht gut war, ja. Und das war der Schlüssel heute, ja. Das war der Schlüssel zum Erfolg heute, muss man ganz klar so sagen. Und das jetzt auf diesem Niveau, es hat mich schon gegen Hamburg positiv gestimmt, aber jetzt auf diesem Niveau das auch nochmal zu sehen, dass wir es wirklich hinkriegen dann, ja. Und sagen, jo, alles klar, 2:1 und wir spielen dann so die Kugel. Ja, nach dem 3:1 haben wir es dann nochmal eine Ecke ruhiger angegangen, was völlig fein ist, völlig richtig war. Hut ab. Also da sehe ich persönlich auf jeden Fall einen großen Stepper in der Mannschaft. Ja. Wie gesagt, mal abgesehen von ein, zwei Spielern, aber da kommen wir in der Spielerbenotung zu. Also perfekter Start in die Champions League-Saison. Ich denke, wir haben Zeichen gesetzt. Ja, ich kann Chelsea immer noch nicht so richtig 100% einordnen. Dafür sind da viel zu viele unbekannte Spieler, womit ich mich nicht auskenne. Ich denke, ich habe es schon ganz gut eingeordnet, dass sie noch eine Stufe hinter uns sind. Wir haben auch gehört, dass es ein sehr junges Team ist und so weiter. Also von daher. Aber die haben natürlich Paris in der Club-WM natürlich klar beherrscht und besiegt. Ja, das gehört halt auch zur Wahrheit. Und von daher Hut ab. Sehr, sehr starkes Spiel von uns. Und damit werfen wir mal einen Blick in die Statistiken rein. Aktualisiere den Bums hier nochmal, weil ich immer relativ früh noch im Spiel bin. Also 55:45 oder 56:44% Ballbesitz, Abseitsstellung 4:3, Fouls 12:7, Zweikampfquote 48:52, Schüsse aufs Tor
5-3, Schüsse insgesamt 16-9, Ecken 6-2, angekommene Pässe 502 zu 389, Flanken 8-12. Schüsse insgesamt, Olisse 5, Kane 5, Gnabry 2, Torschussvorlagen, ja, Gnabry 1. Gewonnene Zweikämpfe, Kane 6, Kimmich 5, Goretzka 3. Ballkontakte, Upper 80, Kimmich 76, Leimer 72. Dass Kimmich hinterm Innenverteidiger steht, spricht schon Bände. Ja, warum, wieso, weshalb? Gehen wir mal jetzt in der Benotung drauf ein. Aber vorher muss ich erstmal meinen Pfeil öffnen hier eben fix. Gut, fangen wir an mit Vinny. Aufstellung war ja 1:1, wie ich sie auch im Taktikfuchs gemacht habe. Ja, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ein Vinny einen Leon bringt, anstatt ein Pavlo. Aber ich denke, das war die richtige Entscheidung, einen Pavlo zu bringen. Ja, auch wenn Pavlo jetzt vielleicht nicht so überragend war, aber er hat ein ordentliches Spiel gemacht. Also von daher alles gut. Bei den Wechseln, ja, wir waren halt, ich kann es schon verstehen, ja, dass man halt nicht dann in der 60. oder 70. nochmal, obwohl der eine oder andere müde war, schon gewechselt hat. Also ein Gnabry hättest du in der 70. rausnehmen müssen. Gnabry war bockstark heute, ja, kommen wir gleich noch zu. Aber du hättest ihn in der 70. rausnehmen müssen. Der Akku war einfach leer. Ja, der war nicht mehr zugegen ab der 70. Minute. Spätestens ab der 75. Minute hätte man ein bisschen eher reagieren können. Ansonsten, ja, Jackson und Bischof dann da für 5 Minuten in der Nachspielzeit zu bringen. I don't know, vielleicht wollte man denen einen kleinen Bonus geben, ein bisschen Champions League Luft schnuppern, ich habe keine Ahnung. Von daher, wenn wir da super kritisch sind, kriegt ein Kompanie eine 1,5. Ja, wie gesagt, den Serge-Wechsel, den hätte man eher machen können. Ansonsten gehe ich völlig überein mit der Startaufstellung. Auch mit, dass Tah in der Pause in der Kabine geblieben ist, war völlig richtig. Dass man Leon dann für Pavlo gebracht hat, ja, man wollte nochmal einen Akzent setzen. Hätte ich vielleicht nicht gemacht. Wie gesagt, ich hätte ihn dann vielleicht eher für Serge erstmal gebracht. Und Pavlo vielleicht nochmal eine Viertelstunde draufgelassen und dann vielleicht einen Lennart Karl gebracht für die Mitte oder sowas. Aber gut, ja, das ist immer Ansichtssache. Von daher, Vinny für mich heute eine 1,5. Joa, und damit geht's rein. Manu. Ja, gut. Wirklich zu halten hatte Manu nichts. Ja, wir haben es, glaube ich, gerade gesehen. Was waren es? Insgesamt 3 Schüsse aufs Tor oder was? Davon waren 2 eher Rückgaben. Genau, 3 Schüsse aufs Tor waren es. Ja, und der eine Schuss, der war unhaltbar von Palmer. Das war. Puh. Auch das zweite, was halt abseits war, wäre auch eine wilde Nummer gewesen. Also, der ist schon guten, ne? Der ist schon guten. Ansonsten hat Neuer gerade auch in der ersten Halbzeit, so in der ersten halben Stunde, hat er 2, 3 Bälle nicht gut hinten rausgespielt. Ja, muss man ganz klar sagen. Danach war es besser, da war aber auch ein bisschen besser, was heißt ein bisschen besser, war mehr eingebunden, weil wir ein bisschen mehr hinten rumgeeiert haben, anstatt nach vorne, was völlig fein war. Ja. Keine Ahnung, ich gebe ihm eine 3, Alter. Es ist schwer zu bewerten. Wie gesagt, er musste nicht wirklich mal einen gefährlichen Ball halten. Die 2 Rückpässe, die musste er halten und das beim Gegentor konnte er nichts machen. Ja, also von daher. Gut, fangen wir oben an. Stanny, erstmal gute Besserung an Stanny. Ja, ich hoffe, es ist nichts Ernstes, sah nicht gut aus, wenn man ehrlich ist. Ja, der allein schon der Zusammenprall oder der Zweikampf, das Knie da rein. Ist es oben, macht man da einen riesen Trara drum, dass ein Boe den Gegner gefühlt zum Invaliden boxen wollte, ja, obwohl das nur Kopf an Kopf war. Ist es unten das Knie voll in die Seite, beim anderen Knie ist es gar nichts. Ja, da gibt es dann niemals eine Karte, sonst irgendwas, gibt es dann niemals einen Foul für. Weiß ich nicht, ja. Und I don't know. War natürlich unglücklich, logisch. Bis dahin war Stanny gut. Ja, Stanny hat mir sehr, sehr gut gefallen heute. Hatte natürlich dann 1, 2 Schwierigkeiten mit dem Palmer auf seiner Seite. Das bleibt aber nicht aus. Ansonsten hat Stanny wirklich ein gutes Spiel gemacht, ja. Gerade erste Halbzeit war er mit einer, der da die wichtigen Zweikämpfe gewonnen hat. In der Anfangsphase hat mir sehr gut gefallen.
Ich gebe Stunny eine 2,5. Gut, weiter geht's. Kommen wir zum ersten, der vielleicht nicht ganz so einen guten Tag hatte. Das war Jonathan Tah. Hat jetzt keinen super schlechten Tag gehabt, nicht falsch verstehen, ja. Hat eine solide Partie gespielt, aber der Pedro hat ihn schon nass gemacht. Ja, hat einen super schweren Stand gehabt gegen Pedro, muss man ganz klar sagen. Hat sich da schwer getan, ansonsten der Rest war völlig okay, aber hat man schon gesehen, das war nicht so einfach, ja. Und ja, Opa war ein bisschen besser im Spiel, fand ich. Aufgrund der Probleme, die er hatte, aber ist halt auch ein starker Stürmer, der Pedro, was ich so gesehen habe. Alto Belli, ja. Von dem werden wir mit Sicherheit in den kommenden Jahren noch einiges miterleben. Von daher von mir eine 3,5 für Jonathan Tah. Gut, damit kommen wir zum anderen Innenverteidiger, Opa. Ja, Opa war souverän heute. Ja. Hat mir eine Note besser gefallen wie Tah. War aber auch nicht so oft im 1:1 gegen Pedro, muss man fairerweise sagen, ja. Aber gerade auch zweite Halbzeit, wenn er da auch mal ausgeholfen hat auf der rechten Seite und sowas, hat mir Opa sehr gut gefallen. Hat auch versucht, die Bälle heute mal steil zu spielen. Einmal war es nicht so gut, ein, zweimal war es sehr gut. War auf jeden Fall auffälliger auch ins Aufbauspiel eingebunden, wie es Jonathan Tah war. Von daher von meiner Seite eine 2,5 für Opa. Gut, kommen wir zu Conny Leimer. Da ist er. Eins der wenigen Spiele, wo Conny Leimer mir als Rechtsverteidiger wirklich gut gefallen hat heute. Ja, Lob und Anerkennung meinerseits. Ich habe jetzt nicht eine Szene vielleicht, wo er nicht ganz so gut aussah, aber das hat jeder Außenverteidiger. Ansonsten hat Conny Leimer die Seite wirklich gut im Griff gehabt. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass über die Seite weniger ging wie über die andere Seite, ja, weil Paul mal über die andere Seite gekommen ist und dann, da war es dann, wenn Chelsea mal gefährlich wurde, meistens über die Seite. Aber wo Conny Leimer dann die Seiten gewechselt hat, hat er mir auf links sogar noch mal besser gefallen wie auf rechts. Ja, muss ich ganz klar sagen, das war auf links ein richtig, richtig starkes Spiel von Conny Leimer dann. Ja, also ich meine, das, was Conny immer macht, ist ackern, ackern, ackern. Hat man auch heute gesehen, wie er sich wieder aufgerieben hat. Aber auf der linken Seite war es noch mal, also Hut ab von meiner Seite für Conny. War meiner Meinung nach ein sehr, sehr starkes Spiel und von meiner Seite eine 1,5. Ja, hat mir super gut gefallen heute, Conny. Gut, damit kommen wir zu Pavlo. Ja, ich denke, Pavlo war auf jeden Fall einen Tacken verbessert zum letzten Spiel. War heute nicht ganz so viel Querpass Toni und nach hinten Toni. Hat heute auch mal den Blick nach vorne gehabt, den Mitspieler auch mal nach vorne gesucht. Das hat mir ein bisschen besser gefallen. Die Abstimmung, ja, weiß ich jetzt nicht, wem wir es in die Schuhe schieben, ob Pavlo oder Kimmich, wahrscheinlich beide ein bisschen, ich weiß es nicht. Die war nicht gut, ja. Die war auch mit Kimmich Goretzka nicht gut, wenn ihr da, ich weiß nicht, wann das war, 75. oder was, wo einfach der Ball in den Raum gespielt wird, kurz hinter Mittelkreis. Der konnte den Ball annehmen, konnte 15 Meter laufen, da war kein defensiver Mittelfeldspieler. Kimmich war mal wieder vorne am gegnerischen 16er am Pressen, komplett geisteskrank zu dieser Zeit im Spiel, ja. Aber zu Kimmich kommen wir gleich. Aber das war auch, wo Pavlo da war. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass da einer dann mal den defensiven Part annimmt, ja. Das war nicht gut. Ansonsten, wie gesagt, war Pavlo verbessert. Was heißt verbessert? War schon gegen Hamburg ordentlich, ja. Aber jetzt auf dem Level nochmal hat er mir gut gefallen. Wie gesagt, das ist so eine Kombo aus beiden. Ja. Wenn der eine nicht so gut glänzt, dann sieht der andere auch nicht so gut aus. Von daher, von meiner Seite gibt es eine 3 für Pavlo. Und damit gehen wir zum Kimmich rüber. Das ist heute der Spieler, der meiner Meinung nach am meisten abgefallen ist, neben Jonathan Tah. Und ich nehme schon mal vorweg, Note 4 von meiner Seite. Es war kein gutes Spiel von Kimmich. Er hat sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen gefangen, von daher ist er mit der 4 ganz gut bedient, denke ich. Ja. Man könnte ihn auch noch schlechter sehen. Erste halbe Stunde war eine Katastrophe.
war eine absolute Katastrophe. Warum war es eine absolute Katastrophe? Weil Chelsea Kimmich angelaufen hat. Das kann Kimmich nicht. Dafür ist er überfordert. Ja, dann hat er sich ja aus Verzweiflung auf die rechte Verteidigerposition fallen lassen, war gar nicht mehr in der Mitte zu finden. Oder hat sich nochmal 10 Meter hinter die Innenverteidiger bewegt, hat eine Art Libero gespielt. Ansonsten hat er wieder 2 Szenen gehabt, wo er einfach in den Zweikampf wo er in den Zweikampf gezwungen wird, sich auf den Boden schmeißt wie ein Mädchen und am Rumheulen ist und den Pfiff nicht kriegt, ja. Alles gut, das kannst du meinetwegen als Neuner machen, dann ist das schon lächerlich. Kannst du aber nicht machen, wenn du ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler bist, ja. Und schon gar nicht auf Champions League-Niveau, Alter. Ja, das war eine absolute Katastrophe, eine absolute Frechheit. Hat gefühlt in der ersten halben Stunde nicht einen Zweikampf gewonnen. Spielaufbau war Kimmich nicht beteiligt, deswegen haben wir viele lange Bälle gesehen. Und wenn er mal beteiligt war, war es so super lahmarschig und absolut nicht nach vorne orientiert. Das war eine Farce. Ja, das war eine absolute Farce. Hat dann gegipfelt in dem Gegentor, ja, weil Kimmich den Zweikampf nicht wirklich angenommen hat am gegnerischen 16er. Ja, er war an dem Mann dran. Ja, Junge, geh richtig in den Zweikampf, zur Not ziehen faul, dann passiert gar nichts. Ja. Und dann ist er natürlich nicht an Palmer dran. Er läuft ja auch nur hinterher, weil er wieder viel zu spät zurück ist. Von daher war er nicht mehr richtig im Zweikampf drin, im 16er dann. Dass er überhaupt noch mal auf dieser Pose gekommen ist, Hut ab. Ja. Natürlich schwer, da kann es natürlich auch sein, da kann natürlich auch ein Innenverteidiger sein können, ja. Deswegen habe ich ja gesagt, Jona war auch nicht so gut, aber wenn er dann schon da ist, ja, dann muss er auch da an dem Mann dran sein. Ja. Auch das war er nicht. Danach war es ein bisschen besser, so die letzten 10 Minuten in der ersten Halbzeit waren ein bisschen besser, lag aber einfach auch daran, dass Chelsea ihn nicht mehr so zugestellt hat und angelaufen hat. Ja. Zweite Halbzeit war es dann besser, auf jeden Fall. Lag aber einfach auch daran, dass wir das Spiel ein bisschen ruhiger gestaltet haben, dass wir auch nicht mehr durchgängig die ganze Zeit vorne angelaufen sind, ja. Warum? Ich habe es dann gesagt, warum Kimmich dann auf einmal wieder meinte in der 75. Minute, er muss seinen Spieler bis am gegnerischen 16er verfolgen und die ganze Mitte ist frei, weil Leon auch irgendwie auf der linken Außenbahn irgendwo rumgedümpelt ist. Das werde ich nicht verstehen. Das geht in meine Birne nicht rein. Ja, das kannst du. Wir haben Glück gehabt, dass aus diesen Situationen nichts passiert ist, aber nochmal, der Ball ging hinter die Mittellinie, hinter den Mittelkreis und der konnte den Ball da annehmen und 15 Meter gehen, da war keiner. Da musste erst Min-Jae Kim aus der Innenverteidigung rausrücken. Ja. Und wir wissen alle, was das wieder bedeutet. Dann fehlt der Innenverteidiger, dann ist da wieder ein riesen Bambau. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum in diesen Phasen dann nicht einer der beiden zumindest da ist. Ja. So, danach war es ein bisschen besser. Goretzka war dann ein bisschen, da hat er, glaube ich, auch eine Ansage gekriegt, da war er ein bisschen defensiver, ja. Ansonsten hat Leon halt, kommen wir gleich zu Leon, hat er 2, 3 Mal den Ball gut nach vorne getragen. Aber das muss cleverer sein. Ja, Defensivverhalten heute von Kimmich war Note 6, Alter. Der hat nicht einen wichtigen Defensiv-Zweikampf gewonnen, ist teilweise gar nicht in die Zweikämpfe reingekommen und war viel zu langsam vom Kopf her. Ich weiß nicht, was mit Kimmich los ist. Ganz ehrlich, ich hätte ihn nach einer halben Stunde ausgewechselt. Ja. Da hättest du einen Tom Bischof bringen können. Sorry. Das war, wie gesagt, wir können von Glück reden, dass wir es dann hinbekommen haben, das Spiel ein bisschen zu beruhigen und dass wir ein bisschen defensiver gestanden sind als komplette Mannschaft. Kimmich war maßlos überfordert. Ja. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, was mit dem gerade los ist. Das ist gerade nicht das Niveau, was wir von Kimmich brauchen und ja, und schon gar nicht auf dieser Pose, ja. Also, bin sehr gespannt die nächsten Wochen. Das war nicht gut, Alter. Das war gar nicht gut, ja. Leider. Leider, leider. Gut, damit gehen wir eine Reihe nach vorne. Da sind wir angefangen bei Luis Diaz. Luis Diaz hat mir heute sehr gut wieder gefallen, ja. Mal hoch, geackert, gerackert, sich 1, 2 Chancen erarbeitet, einmal auch schön durchgelassen. Viel bewegt, auch was wir auch oft gemacht haben, ist die rechte Seite versucht zu überlagern und so weiter. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ihm hat natürlich der letzte Touch dann gefehlt. Das eine Mal war es abseits sogar. Aber ansonsten ein sehr, sehr starkes Spiel, wir aber alle da vorne. Ja.
Ja, klar, das Tor hat gefehlt zur Krönung und so weiter, aber aus meiner Sicht, lass mich kurz schauen. Ja, kriegt er auch eine 2,5. Ich habe Opa und Stunny auch eine 2,5 gegeben. Das war schon das Level. Es war ein sehr, sehr gutes Spiel. Gut, kommen wir zu Serge. Serge, wo bist du? Zeig dich. Trau dich. Da ist er. Serge, ich hätte ihm heute die Note 1 gegeben, wenn die letzten 20 Minuten nicht gewesen wären. Ja? Von daher kriegt er eine 1,5. Serge hat ein super starkes Spiel gemacht. Ja? War der Faktor, gerade auch in der ersten halben Stunde, hat er sich richtigerweise dann ins zentrale defensive Mittelfeld begeben, hat das Spiel aufgebaut, weil Kimmich es nicht hinbekommen hat. Ja? Aber das ganze Spiel über. Serge durch die Mitte oder auch im Wechsel mit Harry Kane, aber auch dann mal auf den Halbpositionen und das war wirklich gut und vor allen Dingen kämpferisch endlich mal den Serge, den wir sehen wollen. Ist nicht einmal stehen geblieben, du hast nicht einmal das Gefühl gehabt, ach, der Serge kommt gerade wieder nicht aus dem Knick. Ja, ich weiß nicht, warum das immer nur im letzten Vertragsjahr so ist. Heute war es, er hat alles rausgeballert, bis es nicht mehr ging und das war die 70. Minute. Ja. Hätte der Trainer ihn vielleicht ein bisschen eher auswechseln müssen. Aber ansonsten, ja, Hut ab für diese Leistung von Serge. Ja. 1,5 völlig gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Gut, dann kommen wir zu unseren Dauerbrennern. Ja, weiß ich nicht. Da müssten wir eine Superlative nach der anderen irgendwie finden. Ich nehme es vorweg, beide für mich heute Note 1. Ja. Michael und natürlich Mr. Zuverlässig Harry Kane. Ja, für mich beide Note 1. Beide haben unser Offensivspiel über weite Strecken getragen. Zusammen mit Serge, habe ich ja gesagt. Ne? Serge die halbe Note Abzug. Ansonsten, ja. Also ich denke, man hat gesehen, so die ersten 20 Minuten, die ersten 25 Minuten, Olise hat natürlich jetzt mal ein Gegenspiel auf Augenhöhe gehabt. Ja? Cucurella könnt ihr von halten, was ihr wollt, ist für mich einer der besten Linksverteidiger. Ja, schon bei der EM. Das ist ein Spieler, Alter, der ist komplett. Ja. Da hat ein Michael ein bisschen gebraucht, ein bisschen zu knacken dran gehabt. Ja, hat sich dann aber reingefuchst, reingefeitet und hat dann diese Art Spieler sogar 2, dreimal vorgeführt. Ja, und das ist schon, da siehst du das Niveau eines Michael Olises. Ja. Das Eigentor, was er provoziert hat, natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, aber auch ansonsten, wie viel Aktion er wieder eingeleitet hat mit Superpässen, aber auch mit Dribblings. Maschine, einfach Maschine, ja, genauso wie Harry Kane. Harry war heute wieder alles, ja. Harry Kane war heute auch mehr Sechser, wie es Joshua Kimmich war, ja, muss man mal ganz klar sagen. Man hat es dann gerade auch gemerkt, nach dem 3:1 hat Harry wirklich erstmal den defensiven zentralen Mittelfeldspieler gegeben, damit nicht wieder so eine Farce passiert wie nach dem 2:1. Ja. Erstmal beim 2:1 noch mal ganz kurz, was hat Kimmich da im gegnerischen 16er zu suchen, Alter? Was hat er da zu suchen? Er ist kein Zehner. Ja, er ist ein Sechser. Zumindest soll er das sein. Ja. Was hat er da zu suchen? Und wenn er da ist und in dem Zweikampf ist, dann kannst du dich nicht vernaschen lassen, Alter. Dann zieh am Trikot, nimm die gelbe Karte, alles ist gut. Ja. So clever muss er sein. Und bis er dann wieder hinten war das Ding schon gelaufen. Das hast du gesehen. Ja. Nach dem 3:1, Heavy hat erstmal den defensiven Sechser gegeben, 5 Minuten lang und erstmal geguckt. Ja, alles gut, ich mach das hier. Ja. Also Harry Kane wieder überragend. Der Elfmeter war super safe, super sicher. Ja. Das Tor, was er macht, oder wie er den Elfer rausgeholt hat, war Weltklasse, Alter. Ja, das war auch wieder so ein Ding. Auch überragend von Michael, den Ball dann nochmal hinzukriegen. Ich sage ja, beide Note 1. Beide tragen unsere Offensive und Serge findet sich immer besser zurecht in diesem Dreieck, nenne ich es mal. Und dann hast du von der anderen Seite noch einen Luis Diaz, der dazu arbeitet. Das ist schon stark. Ja, das ist schon stark. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Gut, damit kommen wir zu den Einwechselspielern. Angefangen bei Min-Jae Kim, für den hat es mich riesig gefreut. Riesig gefreut hat es mich, ja. Min-Jae hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, wirklich ein gutes Spiel. Eine starke zweite Halbzeit. Von meiner Seite gibt es da eine 2,5 für. War sofort drinne, war sofort präsent, war wichtig, hat keinen Zweikampf verloren, war da. Aber auch im Spielaufbau, wo er manchmal vielleicht ein bisschen fickrig ist. Ja, oft den sicheren Part gespielt, aber auch oft genug versucht, den Ball über die Außen dann ein bisschen nach vorne zu spielen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, musste ein, zwei Mal auch ausbügeln, habe ich vorhin schon gesagt, für die zentralen Mittelfeldspieler, die nicht zugegen waren. Auch da war er zur Stelle. Ja, also Lob und Anerkennung, freut mich riesig für Min-Jae. Ich hoffe, das geht so weiter. Weil er ist ein Guten. Ja, und ich denke, 3 Innenverteidiger auf einem Level, wenn alle ihren Peak erreichen, sind sie das. Ja, und das ist schon stark dann. Gut, dann kommen wir zur Überraschung dieses Spiels, denke ich. Zaha Boué, Alter. Ja, da gibt es von meiner Seite direkt auch die 2,5. Das war ein sehr starkes Spiel. Ja. So, der kam rein, der war sofort präsent, sofort da den Gegenspielern direkt mal gezeigt, was Phase ist, ja. Zusammenspiel mit Michael sofort geklappt. Aber auch die Ruhe gab den Ball hinten rum, den Ball nach vorne. Das, was gefordert war, auch mal rechts außen gewesen, ja. Vor Michael. Die Abstimmung hat sehr gut geklappt mit Michael. Hat mir richtig, richtig gut gefallen, ja. War ein sehr, sehr starkes Spiel von Zaha, ja. Und wenn er immer so spielen würde, das wissen wir natürlich nicht, dafür hat er keine Spielzeit, ja. Aber wenn er das leisten kann, durchgehend, was er jetzt geleistet hat, Alter, dann haben wir da auch keine Sorgen auf dieser Posi. Ja, muss man mal sehen. Wir werden es jetzt sehen, wahrscheinlich, die nächsten Spiele. Ich glaube nicht, dass ein Stunny am Wochenende schon wieder fit ist. Ich weiß nicht, wir werden es vielleicht erfahren, was nachher noch auf der PK oder was. Das sah auf jeden Fall nicht so gut aus. Ich glaube nicht, dass das eine Sache ist, die in der Woche wieder gegessen ist. Von daher, vielleicht nutzt er seine Chance jetzt. Ja? War ein starker Auftritt. Definitiv, Alter. Gut. Nummer 3 ist Leon, den können wir auch noch benoten. Kam in der 64. Minute für Pavlo. Ja, Leon war on fire, hat man gesehen. Er wollte unbedingt zeigen. Ja, er hat Räume gehabt durch die Mitte durch, hat er 2, 3 Mal angezogen, den Ball nach vorne getrieben. Hat dann aber auch direkt mal von Kompanie eine Ansage gekriegt. Ja. Und zumindest habe ich so interpretiert, ob es dann so war, weiß ich nicht, dass er doch ein bisschen defensiver auch gucken sollte. Ja. Und das hat er dann getan und dann hat es mir gut gefallen auf jeden Fall. War jetzt nichts Überragendes, war aber da, wo er sein musste. Ja, es war dann mal jemand noch hinter Kimmich zwischendurch. Aber teilweise auch, er hat die Rolle ähnlich gespielt wie Pavlo. Pavlo hat dann auch über die linke Seite mehr aufgebaut. Das hat auch ein Leon Goretzka versucht. Ja, ich sehe den Leon da nicht auf so einer halblinken Pose, sage ich euch. Leon, wir haben es gesehen, 2, 3 Aktionen, wo er den Ball kriegt und dann nach vorne prescht durch die Mitte. Das ist Leon Goretzka. Ja. War natürlich beim 3-1, wo wir dann eher auf, komm, mach mal ruhig, lass mal Chelsea ein bisschen den Ball und so. War so ein bisschen verschenkte Liebesmüh. Aber Leon war auch sofort drin im Spiel. Das war ordentlich, von daher Note 3 von meiner Seite. Gut, dann haben wir die letzten beiden. Da können wir natürlich nicht so viel zu sagen zu 6 Minuten. Ja. Tom Bischof einmal. Ja. Er hat sogar noch ein paar Ballaktionen gehabt. Und da hat man auch schon gesehen, aber das wissen wir, er hat die Ruhe am Ball, ja. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass er heute für den Kimmich mal reingekommen wäre, weil er hätte es nicht schlechter machen können. Ja. Weil defensiv war das gar nichts von Josh heute und das bisschen, was Josh zum Spielaufbau beigetragen hat, hätte wahrscheinlich auch ein Tom Bischof beitragen können. Ja. Tom Bischof, ja, er war da, aber es ist auch Champions League, das erwartet man auch, war direkt drin. Hat ein paar Ballaktionen gehabt, genauso wie Nicolas Jackson, der sich da reingeschmissen hat, der dann noch rüde gefoult wurde. Ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob der ihn nie leiden konnte oder was bei Chelsea. Also das war ja ein Foul, das war so plump, Alter, das hätte aus der Kreisliga A sein können. Ja, was soll er in 6 Minuten reißen? Ja, auch da hätte man natürlich ihn vielleicht ein bisschen eher bringen können für
für den Diaz. Also ein Helby hätte ich auch nicht rausgenommen, weil Helby hat so viel für die Mannschaft getan und hat das beackert, was unsere defensiven Mittelfeldspieler dann nicht konnten, wo es 3-1 stand. Ja, da war Helby der wichtige Faktor in meinen Augen. Ja, aber Jackson war da, hat sich reingeworfen. Das war völlig fein, völlig okay. Und am Ende des Tages haben wir verdient 3-1 gewonnen. Ja, das ist das Ende vom Lied. Und damit, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wir hören uns am Freitag wieder. Beziehungsweise noch die PK mache ich jetzt noch, wenn die kommt. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.